So, damit herzlich willkommen nochmal an der SB-Box und ich habe euch heute nochmal den Solo-Foamer mitgebracht, hier in der großen Variante, und wir testen mal gemeinsam, wie gut kann man das Fahrzeug hier einschäumen, wie oft müssen wir nachpumpen, kommt auch natürlich immer ein bisschen drauf an, wie viel ihr hier im Foamer drin habt. Und ihr seht gerade, hier ist gerade richtig was los an der SB-Box, hier rechts und links neben mir. Und wir schauen mal gemeinsam, wie sich hier der Solo so schlägt. Hier habe ich euch mal mitgebracht. Wir haben insgesamt 5 Liter Flüssigkeit drin. Ich muss mal überlegen, ich habe auch das von den anderen Schaumsprühern ein bisschen reingefüllt. Also ich kann euch ehrlich gar nicht genau sagen, was für eine Zusammensetzung jetzt hier drin ist. Das gebe ich ganz offen zu, Leute. Ich weiß aber auf jeden Fall, es ist genug Snowfoam drin. Und wir können das ja so und so vorne über das Verstellrädchen hier uns einstellen. Das heißt, es ist eigentlich im Prinzip fast egal, ob wir jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Snowfoam drin haben oder nicht. Wir können es uns ja hier perfekt von einstellen. Also das ist eine schöne Sache. Sorry für den Ton. Natürlich neben mir immer wieder Action, aber so ist es halt an der SB-Box. Und wir gehen mal hier auf die andere Seite rüber. Da ist ein bisschen ruhiger. So, und ja, das Ganze komplett drucklos. Wir pumpen auch nochmal komplett auf. Ein bisschen was ist drauf. So, jetzt ist drucklos. Also wir haben hier ungefähr 5 Liter drin. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben natürlich jetzt noch 2,5 zum Verdichten. Und es sollte sich so ungefähr um die 20, 25 Hübe betragen. Das schauen wir uns mal an. Gucken wir mal. Wir können auch hier das Band hochmachen. Dann stelle ich mich hier mal mit dem Fuß so ein bisschen hier drauf. Stabilität. Und dann habe ich auch wirklich gut Stabilität zum Pumpen. Also 1, 2, 3. 19, 20 bin ich jetzt. Überdruckventil wandert schon. 23. Also es ist genau gleichbleibend. Auch das letzte Mal hatten wir ja 2 Liter. Da haben wir ja 17 Mal gebraucht. Jetzt haben wir 2,5 zum Verdichten. Und da schiebt er natürlich noch ein bisschen mehr Druck rein. Und da zischt es auch schon raus. Und damit wir jetzt einfach den Maximaldruck haben. Wichtig, nach dem Zischen noch 2-3 Mal nachpumpen. Und dann eindrehen. Und dann geht's los. Schauen wir mal hier ein bisschen ein. Leichter Wind, los geht's. Oh, sehr dickes Schaumbild. So, bisschen wässriger. So. Ja, das ist ein bisschen zu wässrig. Das ist ja das Schöne, wir können es ja wirklich ein bisschen so nachstellen. Jetzt ist perfekt. Also seht es mir ein bisschen nach. Ich muss natürlich erstmal die Einstellung finden. Wir haben leichten Wind von links hier gerade. Aber wir schaffen es auf jeden Fall problemlos, die gesamte Fahrzeugseite einzusprühen. Ja, ist gerade wieder ein bisschen Wind hier aufgezogen. Aber da müssen wir durch. So, und jetzt lässt es langsam nach. Also ich würde mal ganz klar sagen, ihr solltet es eigentlich problemlos schaffen, hier so ein Fahrzeug auf der Seite komplett einzuschäumen. Jetzt gehen wir mal an die Front und deswegen wollte ich euch wirklich einfach da noch mal mitnehmen. Pumpt noch mal auf. Jetzt waren es 22. Ja, ihr seht schon hier, wie der Wind da angreift. Also das darf man jetzt im Solo nicht irgendwie negativ ankreiden. Wenn das Video noch nicht online ist, kommt noch mal ein Video mit dem Cupra Born, wo ich auch noch mal einschäume und gucke, wie es da bei der Fahrzeuggröße ist. Da hatten wir noch richtig viel Wind. Und dadurch, dass es natürlich schon schön breites Sprühbild hat, wirkt sich natürlich so ein Wind von der Seite jetzt nicht unbedingt positiv aus. Ihr seht es hier. Da wird auch ein bisschen was weggeweht an Wind und hier an Schaum. Aber ich habe jetzt die ganze Front gemacht, Motorhaube. Habe jetzt das 2. Mal nachgepumpt und jetzt würde ich vielleicht noch mal ein 3. Mal nachpumpen. Mal kurz stoppen und 1-2 Mal nachpumpen. Maximalen Druck ausnutzen. So, machen wir die Seite fertig. Das geht gut, Leute. Also, ich denke mal, die Pumpe ist so leistungsstark. Also, man braucht nicht unbedingt eine Akkupumpe. Ist natürlich von Vorteil, ne? Kommt auch ein schönes Video dazu. Das wird richtig cool, Leute. Nur das Ding hier auf Akku umbauen, ist eine absolute Waffe. So. Können wir das Dach noch ein bisschen
einsprühen. Also ich denke mal 3 bis 4 Mal nachpumpen, je nach Autogröße. Hier ganz in Ruhe einformen. Das geht eigentlich echt gut. Und man hat noch viel Inhalt drin. Also das geht auf jeden Fall klar, Leute. Also ich denke mal so 4 bis 5 Mal maximal müsst ihr hier nachpumpen. Und wir können ja mal gucken, hier von der Füllmenge her haben wir so knapp 3,5. Also wir haben ja 1,5 Liter eigentlich verbraucht. Das heißt, eigentlich könnt ihr hier auch nur mit 3 Liter arbeiten fürs ganze Auto. Und den Rest tut ihr richtig schön aufpumpen, dann geht es richtig ab. Ich mache mal die Front ein bisschen, auch für die Insektenreste und so weiter. Pumpe jetzt aber nicht nochmal voll auf. Einfach nochmal von die Front. Also sehr schön, gefällt mir. Ich bin wirklich ein großer Fan geworden vom Solo Foamer. Und noch ein paar weitere Infos jetzt im Fazit. So, also der Solo Foamer gefällt mir sehr gut. Hier nochmal ein Hinweis. Ihr habt hier die Variante mit pH 1 bis 7. Das heißt aber nicht, dass ihr hier keine alkalischen Produkte nutzen könnt. Ihr könnt trotzdem zum Beispiel so ein Gravity Pre-Wash oder ein anderes Sonax Multistar, was es da alles gibt, auch einfüllen. Ich habe nochmal mit Solo auch nochmal eine Rücksprache gehalten. Man kann das auf jeden Fall nutzen, aber die Dichtungen sind primär für säurehaltige Reine ausgelegt, weil auch viel damit in der Industrie gearbeitet wird und da auch säurehaltiger Schaum sozusagen, oder pH-Wert 1 bis 7 aufgetragen wird. Trotzdem könnt ihr hier alkalische Sachen versprühen, aber ihr sollt sie nicht mehr Wochen und Monate drin lagern. Das greift natürlich irgendwann die Dichtung an. Also auch hier auf jeden Fall sicher, was es angeht, aber nur nicht drin lagern. Im Anschluss einfach ein bisschen ausspülen und die Leitung durchspülen und dann funktioniert das sehr schön. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ich denke mal, mit 3 bis 4 Mal nachpumpen solltet ihr eigentlich um jedes Auto rumkommen, um damit einfach ein schönes Ergebnis zu bekommen. Und wir bauen das Teil bald auf Akkupumpe um und das wird richtig cool. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Haut rein und abonnieren nicht vergessen. Und könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr so ein POV-Review findet. Ich finde es eigentlich ganz cool und macht sehr viel Spaß. Haut rein, Leute. Ciao.